Das ist der Will. Heute zum Thema Caramba, Carajo, Corona. Als Gast bei uns im Krisenstudio der Michel Gammenthaler, die Michelle Kalt und ich, der Carpi. Und hier ist er, der Dominik, der Will. Guten Abend miteinander. Guten Abend miteinander. Danke vielmals. Merci an meine Mini-Crew und danke vielmals an den Carpi. Herzlich willkommen, Deville, Sendung 2 in der Corona-Festwoche. Das mag jetzt ein bisschen geschmacklos tönen, aber ich habe gedacht, am besten finde ich mit der Situation ab, wenn ich so ein bisschen feierlich das begehe. Ja, und ich finde Corona-Festwoche, Carpi, das tönt ja auch so ein bisschen spanisch-südlich. Ja, da kann man sich so ein bisschen reinfühlen. Rassig, genau. Und meine Mutter ruft mir in die Woche an. Sie macht sich natürlich Sorgen wegen der Situation. Sie ist jetzt auch eine ältere Frau. Sie ist auch schon 49. Ja. Und da sage ich, hey, Mutter, komm, siehst doch einfach positiv, sind Corona-Festwochen. Schau doch, die Leute singen und spielen Trompete auf den Balkon oben. Es wimmelt von grell lackierten Festwegen auf den Strassen, wo Lautsprecher und farbige Lichtchen Tatütata auf dem Dach herumtragen. Stell dir vor, die Viren sind einfach Konfetti, die durch die Luft durchjubeln. Und die Leute gehen nur auf die Strasse mit Masken an. Ja, ist doch fantastisch. Es wird wahnsinnig viel getrunken, die Läden sind zu, die Kinder haben frei. Es ist eine grosse Ersatzfasnacht. Und das berührt mich natürlich. Man muss einfach in dieser Situation den Spass zurückholen. Ich finde, wenn wir jetzt noch alle Beatmungsgeräte einen Vuvuzela einschrauben, dann würde das eine ganz andere Stimmung in unserem Land geben. Oder? Es sind Corona-Festwochen. Es sind wahnsinnige Zeiten, Leute. Und es gibt gleich Leute, die können ihr Glück gar nicht fassen in dieser Krise. Ein Beispiel, unsere Bundesrätin Viola Amherd, die sich in dieser Woche das erste Mal gross präsentieren konnte. Ich meine, sie hat die erste richtig Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg darf sie befehligen. Das ist natürlich etwas Fantastisches, dass sie noch so etwas erleben dürfen. Da sind natürlich Leute wie der Maurer, wie der Parmelin, sind unglaublich neidisch auf die Amherd. Ja? Sie konnten einmarschieren, das erste Mal. Liechtenstein ist erobert worden, Kapi. Endlich. Wobei ja die Schweiz nie erobert. Sie werden eigentlich überall eingeladen. Ja? Kommt doch zu uns. Bringen Fondue-Käse und Schoki mit und ein bisschen Corona, dann sind wir glücklich. Und so sind wir auf die Liechtenstein einmarschiert und machen dort das Beste, was wir können. Und auch für eine andere Bundesrätin hat die Stunde geschlagen. Ja, sie hat sich richtig vortun. Karin Keller-Sutter, Bundesrätin, unsere Polizei- und Justizministerin. Sie ist selber persönlich, hat sie in der Pressekonferenz gesagt, an der Grenze zu Österreich hingestanden und hat gesehen, wie sie Österreicher und Deutsche, wie die wirklich persönlich die abweisen an der Grenze. Und dann ist sie gefragt worden, warum die Leute abgewiesen worden sind, was denn die gemacht haben, warum die die Schweiz haben wollen. Und dann hat sie wortwörtlich gesagt, sie haben gesehen Leute, die gelangweilt lang gefahren sind und wollten einfach in die Schweiz einkaufen. Da tun sich Fragen auf bei mir. Wie langweilig muss jemand in Österreich oder Deutschland sein, dass er in die Schweiz einkaufen geht? Das ist ja Wahnsinn. Das ist tragisch. Das muss wirklich schlimm zugehen in diesen Ländern. Bei der Pressekonferenz ist mir aber noch etwas anderes aufgefallen. Karin Keller-Sutter, schau mal, haben wir das Bild. Ihre Haare, die Ansätze, die sind doch gefärbt. Das Haar gefärbt? Wie macht sie das? Man darf ja gar nicht mehr zum Coiffeur. Obwohl... Haben Hundecoiffeure auch zu? Nein, ich glaube, bei der KKS war es anders. Sie hat Nothilfe beantragt von italienischen Coiffeuren, von immunen Coiffeuren. Die sind Teil von Friseure ohne Grenzen. Die kommen über die Nacht, über die Grenzen und heimlich unseren Elite die Spitzen schneiden. Okay, finde ich jetzt eigenartig. Aber ich denke auch, dass das ist das neue Business von der Mafia, neben Drogen und Falschgeld, jetzt mit Haarpflegeprodukten dealen. Und Extensions. Und Extensions, ganz genau. Und Kapi, du hast noch ein bisschen weiter geforscht in den letzten Wochen. Ja, du hast mal eine Frage nachgegangen. Wo kommt der Virus her? Wir haben ja gehört, er sei von den Fledermäusen übertragen worden. Stimmt das, Kapi? Das finde ich ein bisschen ungerecht, den Fledermäusen gegenüber, weil das bringt ja denen auch nichts, der Virus. Ich meine, überleg mal, wem bringt es am meisten, wenn wir jetzt den ganzen Tag alle daheim hocken? Hundecoiffeure. Fast. Diesen beiden. Bin ich aber nachgesehen. Ja, die haben natürlich Hundekatzen natürlich Freude. Ja, für die ist es wie Weihnachten, 6-mal am Tag rausgehen, immer gestreichelt werden und sie können nicht einmal krank werden. Ich wäre mega gerne ein Hund. Ja? Ich weiss. Ich müsste mir nie Gedanken machen am Morgen, was ich für eine Hosen anlege. Wobei, das muss man jetzt auch nicht. Der einzige Downer ist natürlich, dass jedes Essen ein bisschen nach Hundefutter schmeckt. Aber das ist jetzt ist gleich. Es ist knallhart.
Es ist jetzt wirklich noch einmal gebeten worden vom Bundesrat, es müssen jetzt alle daheim bleiben. Wirklich alle. Bitte bleiben, wo ihr sind. Ja, wirklich alle. Auch die in Olten wohnen. Mein Beileid. Aber es muss jetzt sein, das Opfer müssen jetzt bringen. Wobei es wir in der Schweiz noch gut haben. Ja, ich sehe es jetzt diese Woche, wenn ich in die Zeitungen hineingeschaut habe, ganz Europa brüllt um seine Corona-Toten. Nur mehr Schweizer mehr brüllen um die Leute, die beim SRF aufgehört haben. Ja, das ist Luxus. Katja Stauber hat aufgehört. Nick Hartmann hat aufgehört. Roger Schawinski haben wir letzte Woche berichtet. Und jemand, der uns immer sehr nachgestanden ist, unser Ombudsmann. Ja. Unser Ombudsmann, mit ihm haben wir sehr eine prickelnde gemeinsame Geschichte. Viele Sendungen gibt es ja wegen dem Ombudsmann nicht mehr. Ich behaupte, unsere Sendung «Deville» gibt es nur wegen dem Ombudsmann. Er hat uns sehr schöne Schlagzeilen gebracht. Und er war unser treuester Zuschauer. Danke, danke. Gerade in der letzten Woche hat er unsere Vatikan-Sendung heilig gesprochen. Es sind ein paar Beschwerden eingegangen. Und hat das angeschaut, hat stattgegeben, das geht alles. Also uns und kommende Generationen von Satirikern und Satirikerinnen ist es erlaubt, zum Beispiel den lieben Gott als Spanner zu bezeichnen und den Vatikan als Pedorama. Ja, das geht jetzt wirklich. Danke vielmals, Ombudsmann, Ombudsdank. Und bevor er sich in die ewigen Ombudsgründe verabschiedet und mit der Ombudsfrau kleine Ombudskindli gründet, hat er sich zum Glück noch für uns im Deville-Freundschaftsbuch «Freiwillig», der Ombudsmann. Mein Name, der Ombudsmann. Mein Traum, eine eigene Sendung. Mein Lieblingsgericht, ja, Den Haag, denk. Das finde ich spitze. Ethische und rechtliche Grauzone. Ich glaube an Liebe auf den ersten Ombudsfall. Wenn ich gross bin, werde ich ja immer Feuerwehr-Ombudsmann werden. Was ich schon immer sagen wollte. SRF, euch mit euren Briefen und überhaupt das Ganze um die Sendungen, sagt doch einfach, was ihr denkt. Meine Nachricht an dich. Ja, Dominik, es gibt noch so viele offene Fragen zu dieser Vatikan-Sendung. Und jetzt wollte ich dir sowieso sagen, ich könnte doch einfach mal ein bisschen schauen, was du sagst und nicht immer einfach drauf losschnurren, weisst? Ich habe dir so manchmal gesagt. Ja, Ombudsmann, der hat aber schon Eier gehabt, muss man sagen. Und nicht nur der Ombudsmann. Wir haben jetzt auch in dieser Folge ein Thema, das wirklich fast nichts mit Corona zu tun hat. Das ist unser virenfreies, 100% virenfreies Thema. Denn 2019 war ein Eierjahr. Ei. Ganz genau, Kapi. Ei. 2019 haben die Schweizer Hühner 1 Milliarde Eier gelegt. Ja? 1 Milliarde, das ist ausgeschrieben für alle, die daheim jetzt mit ihren Kindern Homeschooling machen. Ein Eis und 9 kleine Eier hinten dran. Apropos Homeschooling, da haben wir natürlich wieder etwas Schönes. Die unsere Sendung regelmäßig schauen, wissen, wir haben eine Webseite aufgeschaltet, aufzgi vom herdeville.ch. Und da haben wir auch diese Woche ein wunderschönes Blatt bereitet, ein Ausmalblatt. Und das Belohnung kann man es umkehren. Und hinten dran ist ein bisschen rechnen, also quasi das kleine Einmal-Ei. Ja? Also wir sind aber bei 1 Milliarde Eier. Alain Berset, ihr kennt ihn, unser Bundesei. Er hat wegen diesen vielen Eiern empfohlen. Er hat jetzt empfohlen, man sollte sich jetzt schlau wie auch Notvorrat an Aromat anlegen. Ja? Aber sind wir ehrlich, so viele Eier kann gar niemand essen. Das ist völlig sinnlos. Ja? Ich meine, was macht man mit all diesen Eiern? Man muss jetzt eigentlich die ganze Produktpalette jetzt umstellen und auf Eier münzen. Die Leute müssen jetzt vermehrt, wo es gar nicht mehr so viel Ware jetzt gibt, muss man jetzt vermehrt Eier kaufen. Man muss die Leute zum Ei bringen. Richtig. Ja. Wir dürfen nicht umeiern. Man muss da wirklich das Ei des Kolumbus suchen. Und das haben wir gefunden und haben gedacht, man muss einfach die Werbespots einfach ummünzen auf Eier. Es gibt so ganz viele Beispiele. Zum Beispiel, ich wette, ich hätte ein Eierbett. Das ist gut, das ist schön. Habe ich noch eins vielleicht? Ei, weil ich es mir wert bin. Einer von meinen Lieblings mit Eier. Kannst du nicht besser, aber länger. Warte. Ei, what else? Kannst du den Werbespot? Eier für das Beste im Mann. Nein, ja. Katzen würden Eier kaufen. Die Frisur sitzt dank 3 Wetterei.
Es ist auch wirklich alles möglich. Da hast du gerade noch einen, den du raushauen willst. Ich will so eiern, wie ich bin. Ich auch. I am what I am. Was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Ist völlig wurscht. Wo kommt es her? Aus dem Gotthard. Ich weiss, für euch macht jetzt die Überleitung überhaupt keinen Sinn. Aber es ist eine Schocknachricht, die der Bundesrat überbracht hat. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Der Bersi hat gesagt, fahren Sie über Ostern nicht ins Tessin. Aber nicht nur der Bersi, auch die Tessiner selber haben wirklich aufgerufen, Deutschschweizer sollen nicht ins Tessin fahren, weil sie werden nicht freundlich empfangen vom Tessiner Volk. Ja? Das tut natürlich die Zürcher nicht abschrecken, das sind sie sich gewohnt, dass sie, egal wo sie hinfahren. Aber die Tessiner haben sogar angedroht, dass sie werden den Gotthard schließen. Ja. Das finde ich ein bisschen frech. Ja? Das ist eine Sauerei. Wenn jemand den Gotthard schliesst, ist Tessin, sind wir Deutschschweizer das. Ja? Aber ich verstehe natürlich den Reiz, dass man jetzt ins Tessin fährt. Ja? Auch meine Mutter, die ist jetzt auch schon 39, hat mich ja angesprochen, dass sie jetzt gerne ins Tessin fahren will. Sie hat ein kleines Häuschen, habe ich ihr gekauft von meinem ersten Staffellohn. Ja. Etwas Kleines mit schönem Heckenlabyrinth und Wintergarten. Endlich sind die Strassen mal leer und ausgerechnet dann dürfen wir nicht durch den Gotthard an Ostern. Das ist natürlich pure Folter für den Tessiner Liebhaber, für die Tessiner Liebhaberin. Und viele Deutschschweizer haben ja im Tessin wirklich eine Zweitfamilie, Zweitwohnung. A presto, cara Bianca. Und ja, das Wetter ist natürlich verlockend. Und ich finde, Meteo könnte da ein bisschen mithelfen und nicht immer so schönes Wetter berichten. Ja? Ist doch verlockend. Eher mal so könnte Meteo mitmachen. Ja? Naja, so ein paar Wolken, das reicht doch nicht. Es braucht wirklich etwas, das richtig abschreckt, ins Tessin zu fahren. Vielleicht so, Meteo. Oh ja, das ist besser. Und eigentlich sollte es ja logisch sein, dass wir im Moment nicht ins Tessin sehen. Ja? Sie sind am meisten betroffen vom Coronavirus. Die Lage ist ernst. Die Polizei plant sogar Abwehraktionen am Gotthard. Und wie wollen Sie das machen? Einfach den Gotthard zumachen? Wie könnte man den Gotthard zumachen? Eine Barriere aus 1 Milliarde Eier. Das ist eine mega dumme Antwort. Aber wieso nicht? Ja? Oder man könnte jedem Autofahrer gratis so einen Duftgassis verteilen. Ja? Und nach was schmeckt so ein Duftgassis? Nach Risotto, Schiesspulver und etwas Fruchtgassis wahrscheinlich. Nehmen wir jetzt mal. Sonst noch Ideen für Abwehrreaktionen? Ja, man könnte so eine Maske, so eine Schutzmaske spannen. Hä? Ja, schau so. Ah, okay, ja, das macht Sinn natürlich. Aber was machen wir, wenn wir jetzt nicht mehr ins Tessin können? Hä? Man trifft sich halt dann in die Grünanlagen und Park. So schön. Hans? Hey! Hoi! Sorry. Lange nicht gesehen. Ja. Du, ich habe gehört, dass ihr ein neues bekommen habt. Es ist unglaublich, wir haben so eine Freude. Ja, und es kann viel mehr als das andere. Hey, hast du schon lange nicht gesehen? Wo ist denn das andere? Das andere? Ah, das hat meine Frau. Jeder lange das. Ja. Das ist mir schon fast wieder zu gross. Wie heisst es? Kannst du mal röteln? Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, oder? Okay, Urs? Nein, sicher nicht so etwas Außergewöhnliches. Yusuf? Nein, koreanisch. Pak? Nein. Sakratte. Samba. Sams. Nein, nicht Sams. Sams. Samantha. Was ist denn ein Bub oder ein Mädchen? Kommt das für dich darauf an? Ich meine, es spielt doch keine Rolle. Du hebst es und druckst es ja sowieso, oder? Wow, okay, ja, die sind voll progressiv unterwegs. He? Aber es stimmt ja, oder? Also, ich meine, es ist das Erste, was du am Morgen nach dem Aufstehen gesehen und das Letzte, bevor du ins Bett kommst. Ja. Willst du es mal heben? Ich weiss nicht, darf ich? Sicher, das ist doch auch eins, oder? Ja, aber das ist schon ein bisschen älter. Ja, und vor allem wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Das ist im Fall leicht. Mega. Und sonst, wie läuft es mit deinen Geräten? Du, hast du noch ein Tablet, oder? Ja, das ist aber schon ein bisschen älter. He? Und der PC ist in dem Alter, wo er so langsam das Haus verlässt. Ja. Sie werden älter und langsam, aber man hat es trotzdem wahnsinnig gern, oder?
Ja, also bis das Neue dann rauskommt. Habe ich recht? Ja. Hey, du, also? Ja. Alles Gute mit dem Gerät, gell? Und auch mit dem Kind. Ich meine, Kinder sind ja schon auch schön, weil wer baut schon ein Gerät, gell? Hey Bernd, ich finde es total primitiv, wie du über Kinder redest. Arschloch. Viele, es ist ja wahr, also was wir da gezeigt haben, das ist ja Realität. Viele Schweizer und Schweizerinnen starren im Moment geradezu manisch ins Handy rein. Ist ja auch klar, man hat ja auch nichts anderes zu tun. Und alles ist ja besser, als Mitbewohner zuzuhören, die Didgeridoo versucht zu spielen. Und ich selber habe auch noch nie so viele News auf dem Handy gelesen wie jetzt. Aber vielen Leuten reicht das auch nicht. Sie wollen sofort informiert werden, benachrichtigt werden, wenn sich die Lage etwas ändert. Ja? Und besonders eine App hat im Moment grossen Zuwachs bekommen, nämlich Swiss Alert. Das ist eine App vom Bund, erklärt ganz schnell, die dazu dient, die Bevölkerung im Notfall wichtige Informationen zukommen zu lassen. Aber sind wir mal ehrlich, bis vor ein paar Wochen ist doch die App völlig nutzlos gewesen. Ich meine, was soll man denn alarmiert werden in der Schweiz? Alarmiert? Alarmiert werden in der Schweiz? Über so etwas vielleicht? Oder so etwas? Nein, wenn schon, müssen wir über einen echten nationalen Notfall informiert werden. Zum Beispiel das hier. Okay, nein. Bis jetzt hat es wirklich noch keinen Grund für die App gehabt. Ja, aber es gibt sicher auch wichtige Notfallmeldungen. Ja, natürlich. Ja? Ich meine, zum Beispiel so wird es jetzt wahrscheinlich auch aussehen. Nein, man wird natürlich nicht bei jedem Fall Corona benachrichtigt. Es gibt einem einfach noch alle 4 Minuten einen Reminder, dass man daheim bleiben soll. Oder eine Nachricht alle 6 Tage, dass man vielleicht mal die Unterwäsche wechseln sollte. Okay, wenn es euch beruhigt, soll man sich die App gönnen. Sie ist ja harmlos. Aber nicht nur diese App hat Nachrichten gemacht, sondern auch sehr interessiert ist man über eine App, die jetzt entwickelt wird. Ja? Mhm. Du meinst die Vogelgrippe-App? Vogelgrippe-App? Wie sieht die aus? Die da. Nein, Kapi, mit dieser App bekämpft man ja Schweine. Ja, das ist logischerweise Schweinegrippe-App. Ich meine, die App, die in Lausanne ja gerade entwickelt wird, um die Ausbreitung von Coronavirus einzudämmen. Die App. Hast du davon gehört? Der Bundesrat hat ja die ganze Woche das angeteasert, dass die eventuell kommt, dass man an dieser schafft, dass man Ansteckungen zurückverfolgen mit dieser App. Das klingt jetzt also sehr Big Data-mäßig, also so eine Datenkrake, die deine Privatfiles abfischt. Das war natürlich auch mein erster Gedanke, aber dann habe ich die Pressekonferenz geschaut und habe gesehen, es ist wirklich eine ganz harmlose App, wo keine irgendwelche grossen, bösen Konzerne damit arbeiten, wie man es eigentlich ein bisschen erhofft, natürlich als Satiriker. Aber da passiert nichts. Man ist fast ein bisschen enttäuscht, dass es an dieser App nichts gibt, wo man sich darüber aufregen kann. Ja? Die App ist ja sogar freiwillig. Das ist ja das Wunderbare daran. Also spätestens, und das wissen wir, wenn eine Handy-App Daten sammelt und dann für einen guten Zweck die Daten einsetzt, anstatt sie zu verkaufen, weiss man, dass man wirklich uns in einem absoluten Ausnahmezustand befindet. So, anderes Thema. Nein, man muss ja auch ein bisschen jugendlich wirken. Man muss ein bisschen jugendlich wirken. Ja? Und was findet die Jugend geil? Richtig Geld. Und das ist ja wirklich ein weiteres Opfer vom Coronavirus. Bargeld. Viele fragen sich zu Recht so, Bargeld? Jetzt schon nach 3 Wochen eingeschlossen, fragt man sich, Bargeld, was ist das schon wieder gesehen? Und da wollen wir natürlich aufklären, mögt ihr euch vielleicht erinnern, das ist das papierartige, farbige Ding, das ihr vor der Corona-Krise für eure Arbeit bekommen habt. Ja? Ja, und viele freischaffende Künstler fragen sich sowieso, Geld? Ja, ich sehe, an Kapi, Bargeld ist unbeliebt worden. Wegen Corona. Der Virus bleibt ja auf allen möglichen Oberflächen kleben. Und man kann sich damit anstecken, wenn man Geld weitergibt. Ja? Also endlich kann man zu gutem Recht einem bettelnden Alki vor dem Denner kein Geld geben und sich sagen, ich habe heute etwas Gutes gemacht. Ja? Und das wirklich wichtige, verlässliche Wertpapier im Moment ist ja immer noch das WC-Papier. Tara! Und Coop und Migros fordern ja wirklich im Moment dazu offiziell auf, man soll nicht bar zahlen. Ich helfe sehr gerne mit, natürlich, und klaue aber jetzt alles. Weil mit der Karte zahlen macht ja auch Sinn. Und die Leute im Verkauf,
an der Kasse zu schützen. Aber wer denkt denn an die Grossis? Haben sie nicht schon schwer genug? Was ist denn die letzte schöne Beschäftigung von jedem Grosspapi und Grossi in der Migros? Richtig, dass man ins Gespräch kommt, an der Kasse, beim Einkaufen das Münz langsam auf den Tresen zählen. Ja? Das ist doch die einzige Freude, die Grossis noch haben. Ich glaube, das ist einfach ein Trick, damit alte Leute gar nicht erst einkaufen. Ja, das kann sehr gut sein. Und wer jetzt denkt, puh, endlich kein Grossi mehr, das das Geld abzählt, ich gehe jetzt einkaufen, wartet darauf, bis ihr erlebt, wenn ein Grossi muss den PIN-Code eingeben muss. Ja? Es funktioniert nicht. Und der Verkäufer, ja, sorry, es ist auch wirklich nicht die Kreditkarte, die Sie mir da entgegenstrecken, sondern Ihre Cumulus-Karte. Und noch ein kleiner Hinweis, das ist auch kein Kartenleser, sondern mein Hosenladen. Können Sie wieder die Hand aus meiner Hose nehmen? Ihr versteht das? Ja? Und am traurigsten sind natürlich, weil das Geld abgeschafft wird, die Banker. Ist klar. Weil sie kein Geld mehr zählen können. Nein, das nicht. Aber probiere mal zu koksen ohne ein Röhrchen, das du aus einem Nötchen machen kannst. Ja? Und Kreditkarte in die Nase stecken ist mega mühsam. Könnt ihr mir glauben, liebe Kinder. Jetzt zu unserem ersten Gast. Auch er ist mit seinem aktuellen Programm Bluff, heisst nicht auf Tour. Und darum mega happy, dass er in unserer Quarantänebox im ersten Stock eingesperrt ist. Klatscht in eure Ellbogen, pfeift in eure Armbeugen. Da ist er, der Michel Gammenthaler! Hey, was man momentan für Zeug hört. Jetzt, wo wir wegen Corona daheim rumhocken, könnten wir ja mal etwas Neues lernen. Zum Beispiel eine Sprache hat meine Partnerin gefunden. Dabei. Kein Mensch braucht Fremdsprachen. Warum lernen Kinder immer noch Französisch? Das ist so passé. Also, wir dürfen ja sowieso nicht mehr reisen. Und darum, au revoir, Anzahlung fürs Ferienarrangement. Ja, kannst du das Necessaire gerade wieder auspacken? Nein, hey, leck. Die halbe Welt geht zugrunde und bei uns gibt es Leute, die fragen sich nichts anderes als «Können wir echt dann noch in die Sommerferien?» Wow, da verliere ich schon ein bisschen die Contenance. Merkst du etwas? Ich kann auch gut Französisch. Gut, ich war auch lange im Ausland, in Biel. Ja, darum kann ich Französisch. Biel ist die bilingueste Stadt überhaupt. Ich glaube, von dort kommt sogar der Ausdruck bilingue. Hey, die wechseln dort hin und her, die merken es nicht einmal, oder? Im Laden so «Bonjour, grüß euch, ein Rauchbrot bitte, vous désirez encore autre chose, oder ist das alles? Non, merci beaucoup, auf Wiedersehen.» Hey, TikTok, nach 2 Monaten Biel hast du als Deutschschweizer das Gefühl, du könntest gut Französisch. Logisch, wenn die Wörter, die du auf Französisch nicht weißt, einfach immer auf Deutsch sagst. Gut, wir probieren es wenigstens. Ich meine, ein Franzose, der will gar keine Fremdsprache können. Der sagt sich, ich spreche schon die schönste Sprache der Welt, was soll ich noch mehr? Gut, Französisch kann hübsch sein. Also merveilleux, magnifique, fantastique. Aber jetzt mal entre nous. So redet ein normaler Franzose gar nicht. Die haben viel mehr so das Röhrige, weißt du, das so ein bisschen das Verfressen, Versoffene, Verrauchte. So, je me bouffe quelque chose et puis je me casse, voilà. Wenn du auf so einen triffst mit dem Schulfranz, kannst du gerade zusammenräumen. Gut, ich rede sowieso lieber Englisch. Aber ich scheitere immer am Französisch. Egal, wo ich bin. Ich war in New York, so in einem Kaffeeladen, und dann sagt die Frau am Desk so «Anything else, honey?» Und ich denke so, ja, so ein Croissant. Ja, war sogar angeschrieben, Croissant. Und dann sage ich «Yes, I would like to have a croissant, please.» Und dann schaut sie mich an und sagt «A what?» Und ich sage «A croissant.» Und dann sagt sie «Oh, you mean a croissant.» Aus der Quarantänebox, der Michel Gammenthaler. Ich meine, Corona sorgt ja nicht nur dafür, dass wir uns in unseren Wohnungen aus Langeweile zu richtigen Supermenschen optimieren, indem wir Yoga lernen, dank unseren Kindern endlich einen Kreis berechnen können oder es immerhin hinbekommen, 2-mal Happy Birthday in nur 35 Sekunden zu singen. Apropos Handwaschen, Dominik. Meine Hände sind vom vielen Waschen so rauch, ich kann damit meinen Parmesan reiben. Wow, aber das ist noch gar nicht. Meine Hände sind so schrumpelig. Ja? Wie schrumpelig sind sie? Sie sind so schrumpelig. Sie beantragen nächstens AHV. Und Zusatzleistungen. Sie gehören schon eigentlich zur Risikogruppe, kann man sagen. So schrumpelig sind sie, wie auch immer.
Vor allem sorgt Corona auch für Fragen. Fragen wie, sehr geehrter Herr Bundesrat, wie lange wird die Krise noch andauern? Oder auch folgende Frage, wie lange dauert die Krise denn jetzt noch? Oder auch die Frage, jetzt Gott vertell, sag doch endlich mal, wie lange der Scheissdreck noch weitergeht, du hure Schafsäckel! Es wird, meine Damen und Herren, noch dauern, das wissen wir. Und wir müssen da Ausdauer haben. Das ist nicht ein 100-Meter-Lauf, es ist ein Marathon. Also übersetzt, wie lange geht es noch? 42,195 Kilometer. Aber alle 2 Meter stehen bleiben und 35 Sekunden lang Happy Birthday singen. Ja? Mit solchen Aussagen können die meisten Menschen, die jetzt eben daheim Yoga lehren, während ihre Partner im Bad Happy Birthday singen, nicht viel anfangen. Was machen sie also? Sie suchen sich Menschen, die ihnen klare, bessere Antworten geben auf Fragen, die sie beschäftigen. Ja? Sie fragen also Menschen wie zum Beispiel den hier. Das ist der Daniel Trappisch. Wer ist der Daniel Trappisch? Er ist der Richard Gere unter den Impfgegnern, so kann man es nennen. Ah, Impfgegner. Das ist die Spezies, die nur noch am Leben ist, weil sich alle anderen an die Regeln halten. So ist es. Richtig, quasi die Velofahrer unter der Volksgesundheit. Der Trappisch ist Naturheilpraktiker aus St. Gallen. Und das ist ja schon eigentlich genug schlimm. Naturheilpraktiker mit einem sackhässlichen Dialekt. Ja? Auch wenn das nicht schon schlimm genug wäre, er ist auch noch Wortführer im Verein Netzwerk Impfentscheid. Und Vater von 2, wie er stolz auf der Webseite verkündet, ungeimpften Kind. Oder vielleicht nur noch einem unterdessen. Das ist hart, aber leider die Wahrheit. Netzwerk Impfentscheid tönt zwar wie eine Waldspielgruppe mit Attitüde, ist aber in Wirklichkeit ein Verein aus Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und anderen ungemütlichen Zeitgenossen. Da haben wir noch ein aktuelles Gruppenfoto von ihnen. Ich meine, der Coronavirus agiert ja gegenüber Impfgegnern geradezu logisch. Ja? Der Coronavirus und ein Impfgegner. Der eine ist gemeingefährlich, tödlich und mutwillig zerstörerisch und der andere ist einfach ein Virus, ja, der sich verbreitet. Aber dass der Daniel Trappisch jetzt gerichtlich gegen den Bundesrat vorgeht, das ist schon ein paar Worte wert, finde ich. Ja, das stimmt. Er ist ein moderner Don Quixote, kann man sagen. Also nicht Don Quixote, würde ich nicht sagen. Mehr so der Esel vom Sancho Panza. Der Vergleich ist viel besser, muss ich zugeben. Der Daniel Trappisch und sein Verein sind vor das Bundesverwaltungsgericht und haben Beschwerde eingeleitet gegen die Covid-19-Notrechtsverordnung vom Bundesrat. Die Impfgegner behaupten, die Massnahmen vom Bundesrat seien eine klare Verletzung vom Grundrecht und unverhältnismäßig und der Bundesrat müsste deswegen bestraft werden. Weiter behauptet der Daniel Trappisch, Regie, kann ich bitte das richtige Bild haben? Merci, das ist Daniel Trappisch. Behauptet der Daniel Trappisch, dass die Pandemie nur eine aufbauste Problematik und ein Hype sei. Ein Hype? Was ist schon wieder ein Hype? Erinnern wir uns daran. Hype sind zum Beispiel Buffalo-Schuhe. Ja? Cloud-Rap war ein Hype. Oder Chiasamen im Salat sind ein Hype. Also ein Hype ist alles, was hässlich, kurzlebig und ohne Geschmack ist. Also BDP. Schön gesagt, KP. Oder BDP, also etwas total harmloses, wofür sich für eine kurze Zeitspanne höchstens ein paar bekriffte KV-Lehrlinge dafür interessieren. Aber wir reden doch hier nicht von einem Hype. Wir reden von einem heimtückischen Virus, das weltweit Tausende Tote gefordert hat und noch mehr wird fordern. Die Impfgegner haben Beschwerde eingereicht im Bundesverwaltungsgericht von St. Gallen. Und was hat der Richter gesagt, was das gemacht hat? Das geht nicht. Er hat entschieden, auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Das ist Juristendeutsch und heisst so viel wie «Fick die Impfgegner». Das ist nicht verwunderlich, aus 2 Gründen. Erstens ist der Daniel Trappisch... Regie, können wir jetzt bitte das richtige Bild mal haben? Ja? Danke, jetzt stimmt's. Erstens ist der Daniel Trappisch, unser Impfprinz von der Region Halbschuh, vor das falsche Gericht gegangen. Also das Bundesverwaltungsgericht ist nicht dafür da, Leute zu bestrafen. Dafür ist das Strafgericht zuständig. Also bei einem Verwaltungsgericht Strafanzeige zu erheben, ist etwa so gleich clever, wie wenn du zum Augenarzt gehst, um eine Prostata-Untersuchung machen zu lassen. Ja, der Scheiß kann jetzt auch gehen. Allerdings. Zweitens, selbst wenn die Impfgegner beim richtigen Gericht gesehen wären, kann man den Bundesrat nicht einfach so verklagen. Der Bundesrat hat nämlich etwas, wovon die Impfgegner nur träumen können. Immunität. Aber keine Sorge, für diese Art von Immunität gibt es keine Impfung. Immunität bedeutet, dass der Bundesrat nicht wegen ihrer Amtstätigkeit strafrechtlich verfolgt werden kann. Die einzig möglichen Strafen für den Bundesrat sind deshalb, das wissen wir, die Versetzung ins VBS, ja? Die Abwahl eventuell und die Höchststrafe müssen Englisch reden. I cannot nothing say to this issue.
ist confidential. Aber zurück zu den Impfgegnern. Man kann also sagen, der Bundesrat zu bestrafen, aus dem wird nichts. Ja, mal abgesehen davon, dass es schlichtweg nicht strafbar ist, der Bevölkerung den Arsch zu retten. Aber der Bundesverwaltungsrichter schreibt in seinem Urteil auch noch, dass der Impfgegnerverein aufpassen müsste, dass er sich selbst nicht strafbar mache. Wieso? Ist dumm sein jetzt etwas strafbar? Das will nicht ich sagen, aber das sagt zumindest der bekannte Schweizer Immunologe Beda Stadler, dass Impfgegner strohdumm sind. Aber ob sie strafbar sind, was fragst du mich? Ich bin nicht Anwältin. Aber die Frau Kalt eben schon. Ist Dummheit strafbar? Kurzantwort: Nein. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er da immer noch frei rumläuft. Was die Impfgegner aber interessieren dürfte, ganz viele andere Sachen sind sehr wohl strafbar. Zum Beispiel üble Nachrede oder falsche Anschuldigung. Also wenn man jetzt jemandem, zum Beispiel einem Bundesrat, etwas Böses unterstellt, rein hypothetisches Beispiel, eine Menschenrechtsverletzung. Was auch strafbar ist, Gefährdung vom Leben von anderen Menschen oder die Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber seinen Kindern. Und der Klassiker, Verbreitung von menschlichen Krankheiten. Ich kann die Impfgegner aber insofern beruhigen, dass die meisten von diesen Sachen nur strafbar sind, wenn man es mit Vorsatz, also extra gemacht hat. Vorsatz bedeutet, wer begeht die Straftat mit Wissen und Willen. Und Wissen ist ja jetzt bei den Impfgegnern etwa ähnlich rar wie Demut in Zürich oder Humor wie der SP. Das kommt halt davon, wenn man sein Medizinstudium mit der Kommentarspalte von 20 Minuten absolviert. Allerdings ist das jetzt keine Entwarnung für Deppen. Es gibt nämlich auch Sachen, die sind auch strafbar, wenn man sie fahrlässig anstellt. Also zwar nicht extra, aber so ein bisschen upsi, wie Körperverletzungen oder Tötungen. Aber auch das ist für die Impfgegner noch nicht so schlimm, weil im Strafrecht gilt ja die Unschuldsvermutung. Der Staatsanwalt muss also beweisen, dass die Dummheit vom Impfgegner zum Tod von einer Person geführt hat. Und das ist mega schwierig. Es gibt aber noch andere Gründe, wieso sich die Impfgegner jetzt keine grossen Sorgen machen müssen. Man kann nämlich nur verurteilt werden, wenn man auch rein intellektuell gesehen checkt, dass man etwas Falsches macht. Man sagt ihm auch Schuldfähigkeit. Das wird in der Regel von einem Experten abgeklärt. Und was sagt unser Experte schon wieder über die Impfgegner? Ich möchte jetzt aber fairheitshalber noch sagen, Impfgegner sind nicht nur schlecht. Immerhin macht keine Bevölkerungsgruppe so viel gegen den Klimawandel wie die Impfgegner. Man muss nur mal die Grafik hier anschauen. Da steht, welche Massnahmen wie viel CO2 reduzieren. Ich meine, so viel zu flattening the curve. Aber ganz ehrlich, am besten wäre es doch sowieso, wenn wir alle genau so leben könnten, wie wir wollen. Wenn sich die Impfgegner also so gestört fühlen durch den Bundesrat, sollten wir ihnen vielleicht ein Stück Schweiz reservieren, wo sie niemandem schadet und ungestört sich selber sein können. Am besten ein Ort, wo niemand anders sein will. Olten. Das Innere von einem Fiat Multipla. Oder in sein Schlafzimmer. Und dem Stück Schweiz dürfen die Impfgegner dann auch sagen, wie sie wollen. Gibraltar, Pandemindie, Nordcorona, Südcorona. Oder mein persönlicher Favorit, Aserbaidschan. Wie hat der kürzlich verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld so schön gesagt, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Seit Homeoffice und Quarantäne wissen wir, das ist falsch. Erst wenn alle in Jogginghose daheim bleiben, haben wir wieder Kontrolle über unser Leben gewonnen. Ja? Kontrolle über sein Leben verliert man erst, wenn man abstruse Argumente von Impfgegnern im Familienchat teilt. Und für die wirklich darauf bestehen, dass sie alles immer besser wissen als alle weltweiten Experten und der Daniel Koch, für die da draussen haben wir ganz etwas Tolles in unserem TV-Shop bereitgestellt. Jeder spricht über Corona. Ärztinnen, Pandemie-Experten, Wissenschaftler. Nur dich fragt wieder keiner. Dabei weißt du es doch so viel besser. Aber ärgere dich nicht länger. De Will hat genau das Richtige für dich. Das super-duper-Besserwisser-Set für Hobby-Virologen. Inklusive Klugscheißer-Diplom zum Ausdrucken. Dazu viele geil klingende Berufsbezeichnungen für dich, wie Epidemiehorst, Fachmann für Fieber, Arzt ohne Schamgrenzen oder einfach Blödsinn quasselnde Nervensäge mit gequirlter Scheiße im Hirn. Knock damit andere aus und lock dich dafür ein auf Twitter, Facebook, Instagram oder in diversen Kommentarspalten. Du prognostizierst das Ende der Pandemie. Du kritisierst die Behörden. Vertraue nicht auf die sogenannten Fachleute. Vertraue auf dein Bauchgefühl oder zumindest dem Internet.
Kosten tut es dich nichts, außer deine Freunde, deine Familie und deine Integrität. Du fragst dich, Integri was? Dann ist das super-duper Besserwisser-Set für Hobby-Virologen genau das Richtige für dich. Und zum gleichen Preis ebenfalls bei uns erhältlich das super-duper Besserwisser-Set für Hobby-Klimaexperten. Jetzt bestellen unter keineahnung-haltdifresse.ch. Wow, was für ein schönes Ostergeschenk. Oder, Karpi? Vielleicht für die Schwiegerväter? Ja. Jawohl, müssen aber schnell zugreifen, es ist limitiert auf 5 Millionen Stück. So, das wär's schon wieder gesehen von Deville. Mit dabei diese Woche sind der Karpi, natürlich geimpft. Der Michel Gammenthaler, geimpft. Ganz sicher geimpft, auch Michel Kalt. Und unsere wunderbare Kameracrew, nicht geimpft, aber kastriert und entwurmt. So, macht's gut, essen die Eier, ist gut für die Abwehrkräfte und wir sehen uns am Ostermontag. Ciao zusammen.